Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer, wieder mal seit langem zu einer neuen Session. Ich habe ein neues Spiel auf Steam entdeckt. Ähm, ja, Room for All Sins. Ähm, das Spiel kann ich nicht. Keine Ahnung, was man muss machen muss. Man muss, glaube ich, Rätsel lösen. Versuche es zumindest. Und das ist gerade irgendwie in einem Sale gsi und es ist irgendwie 2 Franken hat's gekostet oder so. Darum mache ich jetzt hier den coole ähm, Stream über das Spiel. Okay, also, dann machen wir ein neues Spiel. Also wenn es zu langweilig wird oder zu gruselig, dann stelle ich ab. Beende ich hier den Stream. Aber ja, sind wir mal gespannt. Okay, das sieht so 1920er Jahre aus, he? Mit einem Skiwerfer. Dunkel da. Bis auf diesen Dachboden habe ich jedes Zimmer im Haus durchsucht. Okay. Im Dunkeln komme ich nicht sehr viel weiter. Ja, mir wird auch nicht jünger. Das ist so. Tutorial. Klicke und ziehe den Bildschirm, um dich umzusehen. Klicke, drehen, ja, runter, ist gut. Aber hinter mich kann ich nicht schauen, das ist auch gut. Okay, ich muss das Licht anschalten, um herauszufinden, was da drüben ist. Okay. Doppelklick auf den Scheinwerfer, um dich darauf auszurichten. Mache ich aber nicht. Okay, ich muss. Dann mache ich hier den Schalter runter. Es hat natürlich keinen Strom. Ich glaube, er ist kaputt. Ich brauche den Schraubenzieher aus meinem Koffer. Okay. Dann wieder mit einem Rechtsklick zum weg. Okay, Doppelklick auf den Behälter. Mache ich. Dann Linksschloss. Rechtes Schloss. Das ist gut. Und dann der Deckel. Das ist gut. Dann mein Notizbuch enthält alle Informationen, die ich für diesen Auftrag erhalten habe. Sehr gut. Objekt gefunden, ein Schraubenzieher. Das ist super. Und jetzt ist es natürlich mega cool. 1899. Doppelklick auf das Notizbuch. Das ist das Notizbuch, nehme ich jetzt mal an. Ihr seht, rätselhaftes Verschwinden. Von Skandal heimgesucht. Okay. Wahrscheinlich geht es um das Haus. 1899. Dort ist der Albert Einstein 20 Jahre alt. Oder dort wird er 20 Jahre alt. Okay. Das ist gut. Also. Wir da das Buch auf. Mr. Edward Lockwood entfacht den Zorn des Königlichen Instituts. Berüchtigter Ingenieur aus dem Königlichen Institut entlassen. Profil der Zielperson. Name Edward Lockwood, 32, 1,76. Anmerkung: ausgebildeter Maschinenbauer, beschäftigt sich mit Chemie. Gesellschaftlicher Aufstieg durch Hochzeit mit Abigail Waldegrave führte zu einer Assistenzanstellung am Königlichen Institut. Stelle wurde nach einem Jahr gekündigt. Kündigung erfolgte aufgrund eines nicht weiter ausgeführten Fehlverhaltens. Oh, das ist aber cool. Das ist cool. Wie man hier Zeiten blättern. Mega cool. Okay. Verstorbener Vorreiter hinterlässt Anwesen. Einzige Tochter, bekannter Künstler, Mrs. Abigail Lockwood, erbt notleidendes Waldegrave Manor. Mit Schulden belastet. Ein vergifteter Kelch. Profil, Ehepartners, Name Abigail Lockwood, 28, 1,82. Künstlerin mit klassischer Ausbildung, bekannt für die Förderung von Ausstellungen, einziges Kind des ehrwürdigen Hugo Waldegrave. Hochzeit mit Edward
war kontrovers. Nach dem Tod ihres Vaters erbte Abigail Waldegrave Manor sowie die nicht unerheblichen Schulden der Familie. Oh, Waldegrave Manor. Okay, dann hat man da den Dings, Bericht des Sammlers. Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen. Da. Ist alles gut? Okay. 1. November bei meinen Auftraggebern gehen keine Berichte von Mr. Lockwood mehr ein. Grund hierfür ist wahrscheinlich seine Frau. Derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. 12. November. Die Durchsuchung von Waldegrave Manor durch die Polizei bleibt ergebnislos. Diese Suche übersteigt deren Horizont bei weitem. 14. November. Mein Auftraggeber bestehen darauf, dass die Probe in Waldegrave Manor verbleibt. Inzwischen müssten ihre Auswirkungen für das geschulte Auge unübersehbar sein. Finde die Spur, folge ihr zu ihrem Ursprung. Okay. Machen wir. Oh, Scheibe. Ja. Mal. Dann. So ist leer. Okay. Wow, wow, wow. Okay. Da hat es einen Toten. Was war das denn? Da muss ich mir genauer ansehen. Das muss ich mir genauer ansehen. Okay. Mach das. Doppelklick auf den Scheinwerfer, um dich darauf auszurichten. Okay. Zieh die Schraubenzieher auf. Ziehe den Schraubenzieher auf die Schraube. Okay. Jetzt muss ich so drehen. Okay, mit der Maus kann man drehen. Dann hier kann ich aufmachen. Packen und aufziehen. Okay. Das sieht gut aus. Schließe den Stromkreis. Zack. Stromkreis ist geschlossen. Okay. Also, der Stromkreis ist geschlossen. Ein Puppenhaus. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, da hat es doch eine. Wo ist die Leiche? Da ist es doch eine Leiche gehabt. Untersuche das Puppenhaus. Okay. Dann schaue ich jetzt gerade mal. Ist es. Ah, der Globus. Nein, das ist. Kann ich weg? Kann ich noch rein? Da ist etwas kaputt. Ich glaube, dass hier etwas. Hey? Ist gut. Das sind wieder so schwere Rätsel. Das schaffe ich wieder nicht. Den schon kommen. Ah, die Schaltfläche mit der Fragezeichen leuchtet auf, wenn neue Hinweise verfügbar sind. Die Hinweise können in den Optionen deaktiviert werden. Also, ich klicke auf wild um. Okay, das ist. Ah, das ist aber witzig. Okay. Okay. Die Oberfläche sieht ungewöhnlich aus. Ich brauche etwas anderes aus meinem Koffer. Ja, okay. Was?
Zoomst du heraus? Okay. Da hinten noch etwas. Was ist das für eine Maschine? Da oben. Okay. Doppelklick auf den Behälter. Jeder hat so ein Geheimnis. Meine sind zufälligerweise in dieser Kiste versteckt. Okay. Das tue ich. Oh nein, jetzt muss ich herausfinden. Wie ich da zu diesen Geheimnissen komme. Heisst, irgendwo in dieser Kiste. Okay. Okay, ja, haben wir wieder etwas. Objekt gefunden. Ein Okular. Sehr gut. Ich muss das erst öffnen, damit es etwas nützt. Okay, klicke im Inventar auf das eingesammelte Objekt, um sie dir anzusehen. Klicke drauf. Öffne das Okular. Da hat es Hebel. Ich muss wahrscheinlich so zusammendrehen. Ah, schau jetzt. Da hat es einen Hebel. Den muss man Ruhe drehen, abdrehen. So. Ah, sehr cool. Klicke auf das Zurück-Symbol, um das Inventar zu verlassen. Das ist das, was blinkt, hä? Okay. Klicke, um das Okular festzuhalten. Brich das Siegel. Finde das Nullelement. Manchmal kannst du mit dem Okular eigentlich verborgene Dinge sehen. Brich das Siegel. Jetzt nochmal aufs Okular dingeln, um es abzunehmen. Also da hat es kein Siegel. Sollte das Puppenhaus mit dem Okular untersuchen. Ja, machen wir. Okay. Weg dann hierher. So, also. Haben wir's. Dann haben wir wieder Laterne. Ah, ich kann aber nicht herzoomen. Also, das ist da. Ich bin davor, jetzt nehme ich das Okular. Hey, jetzt sehe ich da rein. Sehe ich da Haufen Stühle. Ah, schau jetzt. Da kann ich etwas verschieben. Da kann ich etwas da überschieben. Oh. Oh. Ah, machen wir mal so. Den Stuhl schieben wir so. Das schieben wir so. Okay, jetzt können wir rein. Jetzt öffnet sich der Eingangsbereich und der Sichtbereich wird grösser. Jetzt. Verwende das Okular, um das Puppenzimmer zu untersuchen. Okay. Ah, ich kann aber immer noch drehen, auch wenn ich das Okular schaue. Also, dann ist es nicht fix. Das ist sehr gut. Also. Oh Mann.
Und jetzt? Doppelklick. Aha. Ja, vielleicht sollte man auch können lassen. Doppelklick auf das Symbol, um den Raum zu untersuchen. Okay, wir haben hier ein Buch, das so giftig grün leuchtet und riecht schwarz. Nein, jetzt bin ich wieder weg. Nein. Ja, komm rein. Ja, okay. Was müssen wir machen? Ich bin aus Versehen weggezogen. Also. Was sehe ich da? Ich sehe eben ein Buch, das riecht. Dann sehe ich hier irgendwie einen Behälter. Dann sehe ich hier hinten ober dem Schmine so Schlirken-Sachen und ein Symbol. An der Decke sehe ich so Bilder mit X drauf. Das heisst, ich bin klicken oder keine Ahnung. Am Boden ist ein Bild, aber das ein Symbol. Jo, also. Nehmen wir mal das Okular weg. Und schauen, was ich hier kann. Das Buch, hä? Das, was so giftig. Ah, da kann ich rundum gehen. Ah, das ist aber cool. Okay, ich kann rundum gehen. Ich habe hier einen Mechanismus. Da brauche ich aber einen Schlüssel. Okay, das ist gut. Dann habe ich hier auch wieder einen Mechanismus. Und hier kann ich drehen. Passiert aber nichts. Okay. Ah ja, okay, da ist das Gleiche. Dann das Buch. Das kann ich öffnen. Das sieht. Okay. Sie bringen buchstäblich ganze Wagenladungen von Geräten und während sie abladen, sehe ich dabei zu, wie mein Mann sich in ein Kind mit leuchtenden Augen verwandelt. So lebhaft habe ich ihn nicht mehr erlebt, seit er das königliche Institut verlassen hat. Die Männer arbeiten ohne ein Wort und in meinem Gegenwart bewegen sie keinen Muskel. Der Blick gesenkt, die Lippen fest geschlossen, sie blicken mir nicht in die Augen, sie sehen so verzweifelt aus, ich mache ihnen Platz, gehe ihnen aus dem Weg. Warum nur fühlen sich manche Männer bedroht von einer klugen Frau? Wenn sie mich erst einmal kennenlernen, werden sie sich sicher an mich gewöhnen. Hauptsache, Edward arbeitet wieder. Okay. Okay. Schleer. Okay. Die Bücher in diesem Puppenhaus scheinen mehr zu enthalten, als die Buchdeckel preisgeben wollen. Ich vermute, dass sie der Schlüssel zur Lösung dessen sind, was hier geschehen ist. Okay. Und da mit dem Schloss. Oder als Anfang näher. Gehen wir mal. Nein, nicht. Zum Schmine. Hallo geht's. Die X, das ist wie da. Aha, das ist ein Spiegel. Ach, blöd. Noch etwas machen.
Er hat ja den Spiegel gesehen und dort hat es Bewegungen gegeben. Ich kann aber nichts anlangen. Ah. Vielleicht sollte ich das Buch. Sollte ich das. Was da? Da hat es einen Schwan. Sieht man den auch sonst? Ja, okay, da hat es Schliergen-Tupfer. 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 Jo. Hm. Hm. Da etwas drehen. Da passiert nichts. Ne?